Wir möchten heute Morgen das Fest feiern und es ist wirklich ein Fest, dass sich 7 junge Menschen taufen lassen und sagen, hey, ja, ich will mit allem, was ich kann, mit allem, was ich bin, dem Jesus nachfolgen. Und ich möchte einfach kurz ein paar Gedanken zu der Taufe weitergeben. Ein Gedanke, den der Paulus schreibt, steht in Römer 6, bekannte Kapitel, wo es um Taufe geht, wo er schreibt, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es dem entspricht. Paulus schrieb da, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, wenn jemand hat ein Ja für den Gott und sagt, ich will dem nachfolgen und sich taufen lässt, dann hat er Anteil an dem, was Jesus am Kreuz tut. Er hat einen Anteil, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Jesus begraben ist, aber dort bleibt es nicht, sondern er hat auch Anteil an dem, dass Jesus auferstanden ist. Und das soll ein Zeichen sein. Wir Täuflinge, also ihr 7 Täuflinge, setzen heute ein Zeichen, ein Statement und sagen, hey, ich möchte das vor der unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren Welt möchte ich ein Zeichen setzen und sagen, hey, ich bin mit dem Jesus begraben, ich bin mit dem Jesus auferstanden. Und wenn das alte Leben ohne Gott begraben ist und tot, ich meine, töter als tot geht nicht, dann ist es tot und es gibt keine Anklage mehr und es gibt keine Chance mehr, dass das alte Leben wieder vorkommt, sondern wir werden zu neuen Menschen, schreibt der Paulus, zu neuen Menschen. Das ist wie ähnlich, es gibt einen Statuswechsel, oder? Wie beim WhatsApp kannst du einen Status wechseln. Ich bin da nicht so gut in dem. Meine ist immer noch so, meinen Status zu meinem Status hinzufügen. Aber der Status von einem Leben ohne Gott wird gewechselt in einen Status zu einem Leben mit Gott oder von einem Leben in der Gnade. Oder anders gesagt, der Status ändert sich auch, wenn man heiratet. Wenn man heiratet, wird man nicht komplett ein anderer Mensch. Teilweise schon, aber nicht komplett. Nein, also, ich habe Rebi geheiratet und ich bin immer noch der Tom. Tom bleibt. Aber natürlich gibt es ganz viele Sachen, die nicht mehr gleich sind. Genau. Taufe ist aber nicht nur ein Zeichen von, ich bin mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden, sondern Taufe ist auch definitiv ein Bekenntnis. Bei der Taufe bekennen dir heute, hey, ja, ich glaube dem Jesus. Was ich da gehört habe, was ich mit ihm erlebt habe, das ist wahr und dem möchte ich nachfolgen. Ich möchte ihn bezeugen. Ich möchte mich täglich nach ihm ausstrecken. Und das ist eure Entscheidung. Darum sind wir heute da. Und wir taufen uns auch nicht einfach irgendwie auf irgendetwas, sondern auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Wir taufen nicht einfach ins Nirgends raus, sondern wir taufen im Namen vom Schöpfer, im Namen von Gott. Und wir machen das öffentlich. Und ihr sagt mit dem öffentlich, hey, ich schäme mich nicht für den Jesus. Ich stehe zu dem Jesus. Ich gehe mit dem durch dick und dünn. Und nicht nur von der sichtbaren, sondern auch von der unsichtbaren Welt. Und Taufe ist auch ein Gehorsamsakt. Ein Gehorsamsakt darum, weil erstens, Jesus hat sich selber auch taufen lassen. Vom Johannes. Und das ist etwas, was ich euch wünsche am heutigen Tag. Wo Jesus sich taufen lassen hat, hat sich der Himmel geöffnet. Und ich wünsche euch 7 Täuflinge heute, dass sich für euch der Himmel öffnet. Egal wie das für euch aussieht. Ob es mit speziellen Zeichen, ob ihr nachher andere Gaben habt oder ob ihr was auch immer von Sachen gelöst sind. Ich wünsche euch, dass das Statement, das ihr heute setzt, dass ihr das erleben dürft. Dass ihr da etwas erleben am heutigen Tag.
Und Jesus gibt ja auch den Auftrag, dass wir uns taufen lassen sollen. Oder dass wir Leute taufen sollen. Er sagt seinen Jüngern, hey, gehen in alle Welt, machen zu Jüngern, taufen sie und lehren sie. Und als ich mit diesen Täuflingen so ein bisschen einen Taufkurs gemacht habe, sind das schon 2 Themen gewesen, die uns bewegt haben. Ja, Jesus hat sich taufen lassen, wieso soll ich mich nicht taufen lassen? Und wie soll ich andere taufen, das, was Jesus sagt, wenn ich selber nicht getauft bin? Das sind auch so Fragen gewesen oder Beweggründe, wo wir uns damit im Taufkurs auseinandergesetzt haben. Und Taufe ist immer auch eine Identifikation. Wir sehen es bei der Taufe von Jesus. Gott identifiziert sich mit Jesus und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Aber Taufe ist auch Identifikation, dass wir oder ihr, die euch taufen lasst, identifiziert euch mit dem Jesus, mit dem Gott und sagt, hey, mit dem möchte ich leben. Taufe kann auch eine Glaubenshilfe sein. Eine Glaubenshilfe in dem, dass, wenn vielleicht Zeiten kommen, die nicht easy sind, wenn es schwierig ist, wenn es rumort, wenn Situationen da sind, wo man nicht einfach handeln kann, wo man vielleicht manchmal auch ins Zweifeln kommt und denkt, Gott, so habe ich es nicht vorgestellt. Dann habe ich es erlebt, dass Taufe so wie ein Anker kann sein, wo man kann sagen, hey, und ich habe mich entschieden, ich habe das öffentlich bekannt und ich halte dem fest und gehe weiter. Jesus sagt, mit der Entscheidung für mich, mit der Taufe ist das alte Leben begraben. Und ein neues Leben, ein neuer Mensch entsteht. Und dafür braucht es von jedem von uns eine Entscheidung. Ihr 7 Täuflinge habt irgendwann gesagt, mal, mit dem Jesus möchte ich leben. Und geht all in. Ich weiss nicht, ob ihr euch beim Poker auskennt, ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ziemlich schlecht im Poker, so mit Pokerface. Aber ihr geht heute all in. Ihr behaltet nicht einfach etwas zurück und denkt, ja komm, schauen wir mal, ich gebe mal ein bisschen etwas. Sondern nein, ihr gebt alles. Ihr geht voll rein. Hoffentlich ohne Pokerface. Aber das finde ich mega stark. Das ist auch cool, dass so junge Menschen sagen, mal, hey, alles auf die Karte Jesus. Im Epheser 4,22 in der Bibel steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Von euch hat es eine Entscheidung gebraucht, von euch 7. Und zwar die Entscheidung, dass, wie wir es hier lesen, dass euer alte Leben ihr abgeleitet habt. Und das alte Leben ist ein Leben, wo vielleicht Lüge drin vorkommt, vielleicht auch Diebstahl. Vielleicht ist das alte Leben auch einfach so gewesen, dass man gesagt hat, was du sagst, Gott, interessiert mich überhaupt nicht. Du hast kein Anrecht, mir ins Leben zu reden. Und das ist der Zustand, wo wir Menschen uns drin befinden, dass wir sagen, hey, ich möchte mit dem Jesus, mit dem Gott nichts zu tun haben. Und aus dem heraus kommen eben verschiedene Taten, wie Neid, Eifersucht, Hass. Ich weiss nicht, wo ihr oder wie ihr euer Leben ohne Gott gelebt habt. Aber ich stelle mir das etwa so vor, so ein bisschen beschmutzt und stinkend. Das tue ich jetzt nicht, übrigens. Einfach auch zum Schutz von euch. Aber, so ein bisschen, das ist das alte Leben und der Epheserbrief sagt uns, das alte Leben abziehen. Und jetzt kommt die Challenge.
Einfach wegdenken da. Und zieht das neue Leben an, das ist nämlich der Folgevers. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid zu neuen Menschen geworden. Und das ist das. Warum ist das möglich? Wieso kann ich mein altes Leben abziehen und ein neues anziehen? Wieso? Weil Jesus Christus am Kreuz für das, was ich falsch gemacht habe, für mein altes Leben, das ich ohne Gott geführt habe, weil er gestorben ist für das. Und mit der Taufe bezeuge ich sterbe mit dem, ich lasse mich begraben, beim Untertauchen und ich komme ein neues Leben über. In der Auferstehung, wenn wir die Täufling wieder aufnehmen. Es gibt ein schönes Bild in der Taufe, über die Taufe in der Bibel, wo es geht um das Volk Israel, um Gottes Volk. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft gewesen. Das ist so ein Symbol für das Leben ohne Gott. Sie sind versklavt gewesen und Gott hat sie rausgeführt. Gott hat ihnen einen Weg gebahnt. Und dann sind sie irgendwann vor dem Meer gewesen und sie sind nicht mehr durchgekommen. Also ich meine, durchs Meer schwimmen wird relativ heikel. Aber hinter ihnen sind die Ägypter schon gekommen und haben sie wieder einfangen und zurücknehmen. Und dann hat Gott das Meer geteilt und sie laufen durch. Trockenen Fußes und finden von Volk Israel werden weggeschwemmt. Und das wird so als Symbol genommen für die Taufe vom Volk Israel. Und Gott hat sie nachher ins verheißene Land geführt. Bedeutung für uns kann man daraus nehmen, dass wir sagen können, hey, Ägypten, das ist mein Leben ohne Gott. Und die Frage ist, hey, wo stehst du auf dieser Reise mit Gott? Bist du noch in Ägypten? Weg von Gott? Interessierst du dich nicht für den Gott? Sagst du hast mir nichts zu sagen? Bist du vielleicht mit einem Bein noch zu Ägypten und mit dem anderen schon unterwegs? Oder bist du unterwegs und schaust immer wieder auf Ägypten zurück und denkst, irgendwie ist es schon schön, dass es Fleisch gegeben und alles? Oder bist du schon durchs Meer gegangen ins verheißene Land? Und das verheißene Land kann sein, das ist das Symbol, das Gott für uns parat hat. Das, was Gott uns möchte schenken, das Gute, das er für uns parat hat. Und unsere Täuflinge sagen heute, hey, der Jesus hat mich befreit. Ich habe angenommen, was er für mich zu tun hat und möchte mit ihm leben. Und das fordert uns alle anderen auf, die Entscheidung auch zu überdenken. Wo bist du auf dieser Reise mit Gott? Wo befinden wir uns? Ägypten, unterwegs oder im verheißenen Land? Es braucht die Entscheidung, denn die Bibel sagt, niemand ist von Natur aus einfach gut. Es braucht die Entscheidung, auch wenn es 7 Leute sind, die den Glauben daheim vermittelt bekommen haben. Wir wachsen nicht einfach rein. Es braucht ein Statement und Entscheidung und Jesus, ich folge dir nach. Wo bist du auf dieser Reise? Wir werden jetzt in eine Zeit kommen vom Lobpreis, vom Worship. Wir möchten Gott anbeten. Fühl dich einfach frei, vor Gott zu kommen, so wie du bist, mit deinen Gedanken. Du darfst gerne aufstehen, du darfst tanzen, Fahnen schwingen, wie es dir danach ist. Du darfst ganz gerne auch sitzen bleiben. Und nach dieser Worship-Zeit gehört dann die Bühne unser Täufling. Sie haben gewünscht, dass ich ihnen ein paar Fragen stelle, dass wir in ihr Leben hineinschauen können. Da sind wir mega gespannt drauf. Aber zuerst, danke fürs Worship.